Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Special Recap Tag 2 vom Hardline. Hier bei uns bei Viva la Movilusion. Mit dabei einmal der Typ, der hier spricht, das ist der Corby. Dann neben mir der Mike. Hi Mike. Servus und habe die Ehre. Und wie immer selbstverständlich mit im Raum, aber eigentlich nur am Schlafen, der Kani. Hi Kani. Nur körperlich anwesend. Ja. Ja, wir haben mal einen schönen, wunderbaren Karfreitag hinter uns. Schön und wunderbar im Sinne von kulturell, informativ, und wir haben uns fortgebildet und waren besinnlich natürlich unterwegs bei Feiertag und so. Ja, Mike, was sagst? Fazit so ein bisschen schon mal vorab zum zweiten Festivaltag. Also ich wiederhole mich, es war wieder wunderbar, es war ein Riesenspaß. Gestern haben wir halt auch mal dazu gekommen, dass wir uns mit ein paar Leuten unterhalten, die jetzt halt auch zum ersten Mal im Festival da sind, wie die Filmfressen, der Manu und der Peter oder der Trash-Taucher, der Steffen. Sehr coole Leute, viel Spaß damit. War gestern war vom Wetter her nicht schlecht, aber da hast du halt leider im Kino nichts davor, aber scheißegal, Hauptsache im Hardline sitzen. Ja, war super. Haben wir vorher noch eine schöne Pizza gegessen und waren wir dann gut gestärkt für die kommenden Filme. Und jetzt hört ihr Live-Eindrücke von begeisterten Hardline-Besuchern, die nur wegen uns hier sind. David, dein Auftritt. Ja, das Festival taugt mir bisher super und die ersten Filme waren mir ein bisschen zu ruhig, aber der letzte jetzt war super. Ja, ich hoffe, es geht mit mehr Blut noch weiter und dann passt es. Genau. Filmtechnisch haben wir gestern ganze 4 Langfilme sehen dürfen und dann noch den Kurzfilmblock, der dann danach kam. Bei den Langfilmen haben wir den Start gemacht mit Daughter. Oh yes. Caspar Van Dien entführt eine junge Dame und nennt sie Tochter. Das war's. Das ist die Handlung vom Film. Ja, wir haben ja gestern noch geredet, also wir werden jetzt in die Recaps nicht immer komplett auf alle Handlungsstränge eingehen, weil wir da ja sowieso dann nochmal eine große Hardline-Folge machen, wo wir dann da nochmal ins Detail gehen. Und ja, was sagst du, wie hat dir der Kasper gefallen? Der Kasper war super. Also ich habe noch zum letzten Mal jetzt gesehen bei Mad Heidi, wo er ja overacted ohne Ende, und in dem Film zeigt er eigentlich wirklich, was er schauspielerisch drauf hat, und das ist einiges. Er ist ultra präsent. Er ist Daughter an sich ist ein ziemlich fieser Film. Ein Kammerspiel im, wir Bauern sagen wir 4:3 Bildformat, weil ich nicht weiß, ich kenne mich mit Bildformaten nicht so aus, aber für mich ist das einfach das 4:3 Bildformat, wo es das Ganze sogar noch zusätzlich einengt, und ich fand das super. Also es war der erste Tiefschlag des Tages für mich, also im positiven Sinn. Hab mit Daughter mein bisheriges Hardline-Highlight. Echt? Ja. Das ist dein komplettes Highlight. Bis jetzt war das Highlight, ja. Ah, okay. Na. Das war so ein kleiner Film, der brutal effektiv ist, im Subtext ganz fett zum Bieten hat. Aber über Subtext darf ich nicht reden. Habe ich Verbot vom Kani. Richtig. Der schnappt gerade ganz wütend. Ja, er ist ein bisschen entschleunigt, finde ich. Also gerade zum Anfang. Aber gibt halt dann zum Schluss außer dann nochmal Gas und zeigt halt dann, warum er im Hardline überhaupt mit dabei ist. Genauso wie der Film danach, der zeigt es relativ früh, warum er im Hardline mit dabei ist. Ein One-Shot, Soft and Quiet. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen mein Highlight bis jetzt, weil ich nicht damit gerechnet habe, was da passiert. Man verfolgt mit der Kamera eine junge Lehrerin, die Mutter werden möchte und mit einem Kuchen dann so rumrennt und zu einer Party geht, oder was ist das, ein Frauentreff? Ja, genau. So Kaffee und Kuchen, und dann deckt sie ihren Kuchen ab und dann merkt man, ach du Scheiße, was ist denn jetzt da los? Das ist die coolste Kuchenauftritt seit American Pie. Okay. Voll krass. Ja, also sagen wir mal, wir wollen jetzt da vielleicht noch nicht allzu viel verraten, weil ich denke mal, immer wenn man irgendwas über den Film lesen wird, dann wird man merken, dass ja da eine Steigerung auf die nächste kommt. Und die große Thematik ist auf jeden Fall, das kann man vielleicht schon sagen, in die Richtung Rassismus, in die Richtung
Rassenfeindschaft, keine Ahnung. Ja, Rassendiskriminierung und die Angst des weißen Mannes vor den Dunkelhäutigen und vor Oder den in dem Einwanderern. Fall der weißen Frau. Genau. Aber wirklich, muss ich dem Kavi recht geben, also da sollte man eigentlich nicht zu viel wissen von dem Film, einfach sich darauf einlassen. Wie gesagt, das ist ganz krass inszeniert, er tut so, als wäre er ein One-Shot, wo es er unglaublich effektiv macht und du meinst wirklich, du bist in diesem Geschehen drin. Und da gibt's einen Stein, wenn ihr euch den Film anschaut, dann wisst ihr, was ich meine, automatisch. Den Film, den du spürst, also der ist mir von der Hüfte aus, ist mir die Gänsehaut in den Kopf aufgefahren. Also das war richtig, richtig krass intensiv. Also ich kann es verstehen, dass das ein Kavi sein Highlight war. Ja, also in einer Stelle, da haben der Mike und ich uns dann auch kurz angeschaut und haben gesagt, boah, lecker, ey. Scheiße. Ja. Er ist jetzt kein extrem blutiger Dive oder so, das nicht, aber... Gar nicht, überhaupt nicht. Das, was man eben dann da sieht, das macht was mit deinem Gehirn. Ja. Also, und es war ein Potpourri der Gefühle, wenn du sagst, der Film geht los und dann kommt das Potpourri. Ja. Und wenn das Logo kommt von Blumhouse, da hat man doch eher so die Jumpscare-Geschichten im Kopf und Ding, aber der Film läuft ganz anders. Absolute Empfehlung. Ja, also wenn ihr die Chance habt, Soft and Quiet anzuschauen, dann tut's das. Danach ist es weitergegangen mit dem zweiten Beitrag innerhalb vom Festival vom Dain Said Interchange. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass du sagst, Mike, das ist dein Highlight, weil du liebst Vögel. Vögeln. Du hast mich falsch verstanden. Ach so, okay. Weil, also ich habe ein bisschen so wahrgenommen wie und das soll jetzt nicht abwertend klingen, wie einen längeren Tatort mit mystischen Elementen dazu und halt einem ganz großen Vogelthema. Ja. Und es ist das Äquivalent zu 7. Es ist ein Serienkiller hat's, aber halt nicht düster im Regen und so. Ja gut, Regen kommt auch vor, aber es ist schon sehr, sehr durchgestylt so und 7? ja, schon ein bisschen, finde ich schon. Also, wenn man dann ein paar so Shots sagt, aber ich sage das Äquivalent dazu, weil der so hell ist oft. Der ist so hell und ja, es ist schwierig zu beschreiben. Es ist, er ist sehr hell. Okay. Ja. Zu 7? Ja. Also zu 7... Weiß nicht, vom ganzen Stil her finde ich Nein, schon. nicht vom Stil, aber es ist so die Jagd nach einem Serienkiller, wo ja, man... das hast du im Tatort, ja. Ja, dann bleiben wir halt beim Tatort. Wenn du mit 7 so viele Probleme hast. Aber ich hab mir gedacht, das ist jetzt halt, ja, ein paar sehr coole Aufnahmen und das ist halt sehr, sehr durchgestylt, das Ganze. Mir hat's am Pacing ein wenig gefällt. Ich war jetzt spannungstechnisch nicht wirklich dabei und am Schluss möchte er ein wenig viel für meine Verhältnisse, aber war durchaus ein respektabler Beitrag vom Festival. Ja, und es geht ja darum, dass man ja diese Entwicklung sieht, oder sagen wir mal den Stil ein bisschen mehr versteht vom Dain Said. Da werden wir ja am Sonntag, also morgen, auch nochmal dann den dritten Beitrag dann sehen, den Bonuhan. Und da bin ich schon gespannt, weil selbst wenn einem der Film vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat, also Interchange, es ist super interessant, was halt dann der Dain Said und seine Produzentin darüber erzählt haben und was halt so der Hintergrund dazu ist und wie es immer dazu kommt und wie sie ja zum Beispiel die Leitern casten und dann damit reinbringen. Und da freue ich mich jetzt ja heute schon drauf. Wir haben ja heute unser Interview mit ihm, wo wir davon ausgehen, dass der Kani dann später auch mit dabei ist und das Interview dann führt. Weil ich glaube, dass man kann ihm, glaube ich, stundenlang zuhören. Also ich zumindest. Der hat eine richtig geile Stimme, der Dain Said. Ja, also ich find's gut, dass er gelaufen ist, weil er mal nur eine schöne Abwechslung war zu diesem doch immer sehr horrorlastigen, ja, wie soll ich sagen, Filmbeiträgen, die man sonst hat. Also sagen wir mal, der Horror bleibt dem Film eigentlich schon hübsch fern. Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Also, das ist ein Thriller, Serienkiller-Thriller mit übernatürliche Elemente. Aber horrortechnisch haben wir dafür im 4. Langfilmbeitrag von dem gestrigen Tag wieder mehr bekommen. Und zwar in Flowing vom Paolo Stripoli. Und der war dann auch gestern direkt zu Gast. Und sagen wir mal, also das Publikum hat den Film sehr genossen, der Paolo eher nicht, weil das falsche Bildformat geliefert wurde. Also am Publikum ist es überhaupt nicht aufgefallen, aber der Paolo hat halt dann gemerkt, da fehlt mir
ein Stück vom Bild. Der Künstler merkt natürlich das, wenn von seinem Kunstwerk ein bisschen was abgeht. Aber wie gesagt, das hat jetzt dem Publikum ist das nicht aufgefallen. Nein. Und der Film war trotzdem hervorragend zu genießen. Wie gesagt, das sind so Sachen, die laufen im Hintergrund und das ist natürlich für einen Künstler als auch fürs Festival ärgerlich, wenn da vom Verleih was schief geht. Aber wie gesagt, für die Zuschauer hat das dem Genuss keinen Abbruch da. Na, vor allem, weil es erst zum Schluss dann aufgedeckt wurde, also aufgedeckt in Anführungsstrichen. Der Flo war halt so fair oder so nett und hat uns halt dann auch nochmal darauf hingewiesen, als Publikum, dass es nicht unbedingt der Film war, den wir hätten so sehen sollen. Mhm. Aber jetzt zum Film selbst. Also es ist ein Horrorstreifen, der in Rom spielt, wo es darum geht, dass in der Kanalisation so eine seltsame Substanz sein Unwesen treibt und dann einen Nebel ablässt, der die Leute, wenn sie es einatmen, in einen aggressiven Wahn verfallen lassen. Wobei man halt jetzt da nicht Assoziationen sehr ranziehen soll von der Sadness oder sowas. Also das ist eher so ein psychologisches Ding, weil dieses Gas oder der Rauch die Leute konfrontiert mit Verlangen oder mit die Verluste, mit die es erlitten haben. Und es ist, das die Leute dann zum Äußersten treibt. Ja, es ist, blättertechnisch gibt's nicht viel. Es ist einmal das Wort Zombie-Film gefallen, aber das ist ja überhaupt nicht. Ja, das Blätter gibt's nicht vorher, aber es ist sehr atmosphärisch. Die schauspielerische Leistung ist hervorragend, also die haben wirklich unglaublich gut gecastet. War ein toller Hauptfilmabschluss des Tages. Genau, es ist nur so ein bisschen Familiendrama mit drin, weil es eben um einen alleinerziehenden Vater mit pubertierendem Sohn und einer Tochter im Rollstuhl sich dreht. Und ja, ich habe ihn sehr genossen. Ich fand den kompletten Stil super. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn Soft and Quiet nicht nur so ein Mindfuck gewesen wäre, dann wäre das tatsächlich gestern mein Highlight. Okay, cool. Und dann danach gab's noch ein paar kleine Filmchen. Da gab's nämlich dann den Short and Hort Teil 1 Kurzfilmblock mit ganzen 8 Beiträgen. Wir haben ja jetzt gesagt, wir gehen jetzt dann nicht auf alles ein. Was wir vielleicht noch hervorheben können, ist das Phantasmagoria, ja, also super einfacher Name. Ein Beitrag vom Alejandro Mate, den wir auch heute interviewen werden. Also das heißt, er wird dann vielleicht das ein oder andere Wörtchen selbst über diesen Film sagen. Der deutsche Beitrag spielt zu, ich glaube, Weltkriegszeiten, ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite war, mit einer deutschen Tradition und dem Besuch von einem bösen Herrn, kann man sagen. witzig. Das war wirklich stark, kam sehr gut beim Publikum an, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich habe Spaß gehabt. Also ich freue mich schon auf das Interview mit dem Alejandro. Genau, sonst sehr viel spanische Beiträge. Man merkt, in Spanien wird der Horrorfilm immer sehr hoch gefeiert und da gibt's da nicht nur reine Horror-Schinken, sondern Horror gespickt mit Comedy. Okay. Oder sagen wir mal, es ist schon immer so ein bisschen ein Schmunzelfaktor mit dabei. Threshold war da so einer, oder The Closet, also zumindest da ist sehr viel gelacht worden dann im Kino. Aber auch der südkoreanische beziehungsweise der japanische Beitrag mit Border, da ist auch gelacht worden, obwohl er vielleicht gar nicht so in die Richtung lachen gehen sollte. Aber sagen wir mal, da war das Publikum dann ein bisschen selber mit dafür verantwortlich, weil ein paar Geräusche gemacht wurden, wo man dann sie gedacht hat, wow, jetzt reagiert auf einmal der Film da drauf. Das war auf jeden Fall lustig. Ja, also das Publikum war auf jeden Fall im Kurzfilmblock sehr angeheizt, was natürlich super ist, vor allem dann auch um die Uhrzeit, wo es dann losging. Also es ging um 9:15 los und danach gab es nur so ein kleines Q&A mit dem Alejandro. War, glaube ich, auch ausverkauft, meine ich, oder? Ja, genau. Upflowing sogar schon. Upflowing, stark. Ich habe einen wunderbaren, um das Wort nochmal zu benutzen, gleich vom Anfang, Hardline-Festivaltag hinter mir und freue mich schon auf den heutigen. Es ist einfach ein Fest, oder? Absolut, ja. Absolut. Und jetzt packen wir dann zusammen, fahren wir um zu den Interviews. Dann haben wir uns heute noch Pelican Blut, Hunt Her Kill Her eine und Smother und mein hoffentlich Highlight The Outwaters und den zweiten Short and Hort Block. Und dann haben wir wieder sauber bedient. Und ist jetzt dann morgen wieder für uns, was wir zum Samstag zum Verzeihen haben. Genau, richtig. Dann
wollen wir euch nicht länger aufhalten und wandert in Richtung Hardline oder schaut auf die sozialen Medien, was da halt so abgeht, was gepostet wird. Und ja, wir freuen uns und dann bis morgen. Jo, so schaut's aus. Servus und habe die Ehre. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Und vom Hardline. Hi, I'm Paolo Strippoli, director of Piove Flowing, and I just want to say hi and thank you to the listeners of Viva la Movie Illusion.